Hallo, da sind wir wieder, ich und der Bobby. Hallo. Und wir zeigen euch jetzt noch, wie wir den Baum gebaut haben. Ja, es hat hier ganz spontan am Montagabend angefangen. Und ganz am Anfang haben wir mit dieser Plattform angefangen. So im Kreis herum ist es relativ lang gegangen. Wie groß ist richtig? Er wäre etwa 100 Blöcke lang Ja. und breit. Also Irgendwie. ziemlich lang, ziemlich gross. Und ja, wie sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, den aufzubauen? Genau, ja. Ja, genau so. Ja, das Nein. wollte ich auch sagen. Der Hugo hat natürlich unbedingt etwas machen. Dann ist er so, ja, was machen wir? Bla bla bla. Dann haben wir gesagt, ja, bauen wir einfach mal einen Weihnachtsbaum und stellen Geschenke in die Wand. Genau. Und den haben wir da gemacht und der ist ein bisschen grösser geworden als erwartet. Den haben wir halt ein bisschen länger gehabt, Montag, Dienstag, Mittwoch und dann Donnerstag, nein Donnerstag nicht. Donnerstag nicht, das ist einfach heute, aber so haben wir einfach am Anfang mal angefangen mit dem Baum. Das ist ein bisschen anders ausgesehen. Ja, er hat ganz anders ausgesehen. Es war immer so ein Phasenbau gewesen. Man immer etwas baut und dann wieder so wie abgerissen und dann neu angefangen. Ist halt ein bisschen... Darum ist es recht lang gegangen. Ja. Werdet ihr sicher noch sehen. Und dann im nächsten Verlauf dann let's show how we made it. Und da hat der Baum eigentlich schon relativ gut ausgesehen, haben wir gemeint, aber nachher haben wir gemerkt, dass er eigentlich nicht so gut aussieht. Ja, Weil vor allem. die Abstufungen sind viel zu schmal. Und er wäre ein bisschen zusammengedrückt. Und ja, und nicht so hoch Schön. halt, und es hat ein bisschen komisch ausgesehen. Und dann ist der Bobby auf die ganz geile Idee gekommen, Lava über den Baum Lava. zu leeren. Ja, über den ganzen Baum einfach Lava, weil ihm nicht gefällt hat. Dann haben wir natürlich müssen Wasser drüber leeren, dass nicht alles den ganzen Baum wegfackelt. Dann hat es überall Cobblestone gegeben und wenn ihr euch das vorstellen könnt, ist es ewig gegangen und extrem mühsam gewesen, alles wieder wegzumachen. Ja, Der Hugo so hat es ist ausgesehen. halt mal weggegangen für eine kurze Zeit und dann ist mir gerade ein bisschen Für langweilig. etwa 5 Minuten nicht einmal, aber egal. Leere mal Lava drüber. Ja, und dann, haben wir echt nachher die Hälfte vom Baum nicht mehr gehabt. Vor allem haben wir extrem lang gehabt, um den Scheiß wegzumachen. Weißt du, das hat es so nicht gebracht. Er hat einfach etwa 3 Mal länger gehabt, den wegzumachen, als wir am Baum bauen hatten, aber egal, nein, nicht wirklich. So, dann haben wir den Baum wieder so mehr oder weniger gepflegt gehabt und dann haben wir gesehen, dass er wirklich scheiße aussieht. Und dann haben wir eigentlich wirklich fast noch einmal von vorne angefangen. Ich kann es mir Ja. so sagen. Die unterste Reihe ist noch die alte, und der Rest ist einfach neu. Ja. Ja, jetzt mit einer Abstufung. Darum ist er steiler und da ist er dann nachher auch relativ hoch geworden. Das haben wir echt nicht so beabsichtigt, aber es ist echt noch geil geworden dann. Es hat nur 8 Platz gehabt oben am Baum. Darum haben wir auch keine gescheite Spitze drauf machen. Wir haben es zwar versucht, aber es hat einfach nicht gut. Es hat einfach nicht gut ausgesehen. Und ja, es war auch noch recht schwer gewesen, dass wir es symmetrisch hatten, weil wir es immer auf der einen Seite gemacht und auf dieser Seite und dann haben wir gemerkt, dass es nicht stimmt. Da natürlich alles mit Liane. so dem engen Zeug Ja, bewachsen. Hängezeug. Und die Kontur haben wir angefangen, da mit dem helleren Lauf. Und da Hängezeug, wo Liane heisst, haben wir gemerkt, dass wir da nicht im Griff haben. Und dann haben wir es gleich wieder müssen wegbauen, ganz mühsam. Der ganze Baum ist fast voll gewesen. So, und da sind wir schon relativ fertig gewesen und haben gedacht, so, jetzt sind wir fertig, aber da sind wir echt noch nie gewesen. Ja, auf die nächste Idee kommen. Wie wir gesehen haben, wir Mal da alles wieder. haben wir ja mal den Weg mit der Wolle hingebaut gehabt. Und er ist schon noch relativ hoch, wenn ihr seht, kommt er so in die Wolken so halb. Auf jeden Fall sind wir dann auf die Idee gekommen mit diesen Geschenken und haben mal mit dem Wollenteppich hier angefangen. Der ist natürlich viel zu wenig gross. Und dann, dann haben wir den noch grösser gemacht nachher. Genau. Genau so. Und dann... Ja, dann sind wir natürlich Haben auf wir die wieder mal Idee gekommen. gedacht, machen wir wieder alles kaputt. Nein, Nein. nein, wir sind auf die Idee gekommen, wir könnten den Baum noch schmücken. Ah doch. Ja, Es hat uns doch, einfach nicht gefallen und es hat uns so angeschissen, weil wir sind schon so lange dran gewesen. Dann sind wir auf die Idee gekommen, wir könnten einfach alles noch einmal kaputt machen. Und nachher nichts machen, das Beste, einfach so aus Spass.
Und dann haben wir gedacht, machen wir doch da, haben wir einfach den ganzen Baum abgerissen, wie ihr seht, ganz schön. Einfach alles weggebaut. Der hat schön Monster gespawnt. Ja, und es hat Ist doch einmal geschifft. ein Hey, Creeper es hat geschifft. explodiert. Ja, das stimmt, den haben wir alles anders können machen. Es hat geschifft bis zum geht nicht mehr, wenn ihr jetzt seht in den nächsten... Ja, und dann haben wir den Baum ganz zerstört. Und es hat recht viele Monster gehabt. Eben, es hat relativ deftig geschifft die ganze Zeit. Also am Anfang noch nicht, aber nachher. Und dann, wo wir den ganzen Baum ausgeholt haben, sind wir auf die Idee gekommen, ja, den Baum wieder zu füllen mit Glowstone. Dass er in der Nacht leuchtet. Darum haben wir das Let's Play auch in der Nacht gemacht. Weil so haben wir echt den ganzen Baum etwa 3-mal gebaut, weil das Zeug wegbauen und den Glowstone hin, dann haben wir auf der Rückseite und Vorderseite alles wieder zugebaut, wie man da sieht. Und dann haben wir den Baum dreifach gebaut, sozusagen. Also ja. Also, Eben 3 Schichten ist er ja jetzt nachher gewesen. Relativ kompliziert. Relativ wenig Sinn dahinter, aber ja. Da habe ich recht lang vergessen, das Foto zu machen und die ganze Verzierung und so weiter ist schon noch recht lang gegangen mit der Lametta und so weiter. Und das Texture Pack vor allem, wenn ihr seht, Geschenke, Schilder, Verzierung, Lametta und all die Zeug können wir natürlich noch müssen ändern. Ja, ihr wisst ja... Die roten Kugeln, die sind eigentlich Magenta gewesen. Aber ihr wisst ja, dass ich so viele Texture Packs mache, dann könnt ihr ja meins abladen, wenn ihr wollt. Wenn wir da jetzt echt noch veröffentlichen, das Weihnachts Texture Pack. Ja, nein, ist egal. Ja, es ist vielleicht... Ein bisschen komisch. Dann haben wir noch... Ja, ich finde es noch nicht so ausgereift, aber ja. Wir haben noch gemacht und haben das immer so Zeug gebaut und uns überlegt, was wir könnten den Weg machen. Da zum Beispiel mit Zeros, aber es hat komisch ausgesehen, nicht so Weihnachten gepasst. Dann... Da ist der Weg aus Eis geworden. Haben wir geworden. den Weg aus Eis gebaut. Und... Aber wenn ihr seht, beim Baum ist die Lametta noch schief. Also besser gesagt, es fehlt noch eine Reihe Lametta und unten sind es 2 anstatt nur 1 hoch. Dann, wie man sieht von oben, der Baum ist eigentlich ziemlich nah bei unserer Farm. Das ist ja auch so. Ja, und die Fläche ist ziemlich gross. Ja, ziemlich, viel grösser als es eigentlich gebraucht hätte, aber es sieht halt schon noch geil aus. Vor allem mit dem roten Rand, jetzt sieht es viel besser aus. So, jetzt seht ihr, da ist nochmal eine Schicht Lametta zwischen reingekommen. Zwischen dem, also beim zweiten untersten. Er hat natürlich das Ganze nochmal aufgehebt. Auf der Rückseite haben wir das Ganze, also ich, da war gerade abwissend gewesen. Das ganze Lametta auch nur einmal müssen umkrampeln. Und wenn ihr seht, schifft es immer noch. Ja, und dann mit den Geschenken ist es auch nicht ganz aufgegangen, aber wir haben es schlussendlich geschafft. Und wie ihr seht, die Lametta jetzt nochmal verbessert, dass noch 1 hoch ist. Und unter dem Weg habe ich noch Kürbis, also Jack-O-Lantern gemacht. Da merkt man vielleicht nicht, wenn man drüber läuft, aber der Weg ist dann viel heller. Also in der Nacht einmal und es sieht noch geil aus, Mann. So, das ist es, das ist der fertige Weihnachtsbaum. Ich würde sagen, Leuchtet schön in der Nacht. Ich wünsche euch nochmal ganz herzlich schöne Weihnachten. Viel Geschenke. Ja, schöne Weihnacht. Gutes neues Jahr. Schaut sicher doch auch noch das Weihnachtsspecial vom Exodus 19 und des Swiss Let's Players. Dort habe ich auch mitgespielt, ist sicher empfehlenswert, ist auch noch recht lustig geworden. Und ja, dann würde ich sagen, bis in einem anderen Let's Play. Man sieht sich. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Ui, plus plus.